Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Es gibt einen Mann, der mich begeistert in der Bibel, also mehrere, aber der mich so schon das Leben lang am allermeisten begeistert hat, ist der Apostel Paulus gewesen. Ich finde, das ist so ein Brain auf die eine Seite, wenn du so einen Römerbrief liest und so die Argumentationen, also einfach grossartig. Und auf die andere Seite war er jemand gewesen, der, glaube ich, so ein wie Gott gekannt hat. Wenn ich sage, hey, wow, wenn ich mal Gott so kenne, dann bin ich irgendwo durch vorwärts gekommen. Und ich finde es gleichzeitig mega inspirierend, was er so gegen das Ende von seinem Leben sagt. Er schreibt gegen das Ende von seinem Leben den Philipperbrief und schreibt dort so ein bisschen von einem grossen Ziel, das er hat. Er sagt, hey, mein Lebensziel ist, Christus zu erkennen, Jesus zu kennen. What? Der Paulus, der Mann, der meines Erachtens Jesus kennt wie niemand, sagt, hey, mein Ziel ist es, Jesus zu kennen. Und ich glaube, wir können etwas mit aus dem rausnehmen als Kirche. Der Paulus hat verstanden, sagen, hey, bei Jesus gibt es noch so viel zu entdecken, gibt es noch so viel zu holen. Du kannst auch am Ende von deinem Leben, auch wenn du 300 wirst, gibt es noch mehr zu entdecken von Jesus. Und hey, wir wollen miteinander Kirche sein, die sich auf die Suche macht, nach dem mehr von Jesus zu kennen, Jesus tiefer zu kennen, Jesus besser zu verstehen, uns zu überraschen zu lassen von dem, was wir noch kennenlernen bei ihm. Und darum sind wir in so einer Predigtserie inne, die heisst, Jesus ist. Wo wir die verschiedenen Attribute von ihm anschauen und wie das unser Leben verändert. Und hey, wir wollen weitergehen und wir wollen tiefer gehen. Und weißt du was? Lass dich überraschen. Gott hat noch so viel parat. Vorher ist jemand gekommen mit einem Eindruck, wo Gott ihm innerlich gegeben hat, den ich gerne noch teilen möchte. Wo so wie ein inneres Bild gesehen hat, wie einfach so Schneeflocken auf uns als Kirchen runterfallen. Und ihr wisst ja, jede Schneeflocke ist anders. Und jede Schneeflocke steht irgendwo durch so für eine Gnade, für eine Art von Gnade, die Gott für uns hat. Gott hat noch so viel parat für dich. Gott möchte dich noch so gross und so breit beschenken. 8 Meter Schnee nebeneinander. Nein. Lass dich überraschen. Lerne Jesus tiefer kennen. Komm, wir beten miteinander. Jesus, ich möchte dich einladen, jetzt auch in den heutigen Gottesdienst. Gott, dass du zu uns redest und dass wir wirklich so hungrig dürfen kommen, wie ein Paulus, der sagt, hey, ich bin noch nicht im Ziel, ich will Jesus tiefer kennen. Ich weiss, das macht mein Leben anders, das macht mein Leben besser, das macht mein Leben wertvoller, das macht mein Leben schöner. Ich möchte Jesus kennen. Amen. Amen. Ich möchte euch heute reinnehmen in eine Geschichte von einem Mann, der Jesus in einer ganz außergewöhnlichen, ganz speziellen Art und Weise erlebt hat und kennengelernt hat. Es ist ein Mann, der in der Bibel ist, der aber auch sehr, sehr gut in die heutige Zeit hinein würde passen. Der Mann heisst Zachäus, war ein reicher Mann, ein mächtiger Mann. Heute wäre er wahrscheinlich irgendwo durch einen bekannten YouTuber oder Influencer, TikToker, ich weiss nicht was. Ein reicher, mächtiger, angesehener Mann. Man hat ihn gekannt. Und gleichzeitig werden wir sehen, sein Leben war geprägt von Defizit. Er hat in Jericho gelebt und zu der damaligen Zeit sind Städte so Wirtschaftsmetropolen gewesen. Also auf dem Land war man eher arm dran und darum sind viele Leute in die Städte gekommen. Und eine der reichsten Städte war Jericho gewesen. Und in dieser Stadt hat der Zachäus gelebt. Die meisten Leute mussten recht hart arbeiten. Eben die meisten sind in der Landwirtschaft oder im Fischen oder so tätig gewesen. Man hatte viele Kinder gehabt, weil die hat man gebraucht als Altersvorsorge. Das Problem war nur, die Kinder, die hatten Hunger gehabt, die wollten essen. Also hat man dafür arbeiten, dass die Kinder zu essen haben. Die meisten haben es sehr hart gehabt. Aber es hat auch andere Leute gegeben. Es hat andere Leute gegeben, die sich bereichert haben an diesen armen Leuten und wo es dementsprechend natürlich recht gut gegangen ist. Der Zachäus war so ein Mann. Er hat sein Geld nämlich anders verdient. Er war Zolleinnehmer. Das hat so funktioniert. Das Land war ja besetzt von den Römern. Und die Römer, die wollten Steuern von diesen besetzten Gebieten. Ist ja logisch.
Aber sie haben gewusst, wir können die Steuern nicht selber eintreiben, weil man kennt sich im Dorf und dann heisst es, die Steuereinnehmer kommen, dann verschwinden alle irgendwo, dann kannst du auch nicht Steuern kassieren bei ihnen. Das hätte nicht funktioniert, wenn das die Römer selber gemacht hätten. Darum haben die Römer gesagt, wir suchen uns ein ganz einfaches System. Wir suchen uns ein paar Locals, ein paar Leute, die sich auskennen, die Leute kennen, die die Stadt kennen. Und wir sagen denen, hey, ihr kommt das Recht über, ihr könnt uns das Recht erkaufen, Steuern einzutreiben. Uns interessiert nicht, wie ihr zu diesen Steuern kommt. Uns interessiert nicht, wie viel ihr den Leuten wirklich abnehmt. Uns interessiert einfach, dass ihr den Betrag, den wir abgemacht haben, dass ihr den uns abgebt. So hat das System funktioniert. Und der Zachäus war einer, der sich das Recht gekauft hat. Was hat er also gemacht? Er ist durchs Land durchgezogen, in der Autorität der Römer, nach dem Motto, hey, wenn du nicht Spur ist, schicke ich dir die Soldaten vorbei und du zahlst deine Steuern und natürlich noch ein bisschen Gebühren und nachher Schreibgebühren und nachher Administrationsgebühren und noch ein bisschen Verspätungszusatz und weiss nicht was alles. So, dass er sicher genug hatte und noch ein bisschen mehr. Er hat schlussendlich die Menschen, sein eigenes Volk, seine Nachbarn ausgenutzt und betrogen. Der Zachäus war so ein Mann und ist durch das sehr, sehr reich geworden. Und durch das hat er Geld gehabt, durch das hat er vielleicht die Leute auch ein bisschen eingeschüchtert gehabt, weil sie gewusst haben, wenn der Zachäus, wenn es mit dem nicht gut hast, dann wird einfach deine nächste Steuerrechnung grösser. Das heisst, er hat Geld gehabt, er war reich, er war angesehen, er war mächtig, sein Wort hat Autorität gehabt. Menschen haben ihn beachtet und es hat ihn auch niemand schlecht behandeln, weil eben, er kommt ja wieder zu Steuern eintreiben. Ich möchte euch gerne seine Geschichte vorlesen aus der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 19. Da heißt es, Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von so einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. In dem Bericht über das Leben von Zachäus, da lesen wir nicht nur, dass er der oberste Steuereinnehmer ist, sondern wir lesen auch, dass Defizit das Leben von Zachäus prägt haben. Was meine ich mit dem? Es heisst in dem Text, dass er klein war. Jetzt klein sein ist ja nichts Schlechtes. Im Gegenteil, von Gott so geschaffen, ich finde sogar etwas Schönes. Ich habe mir immer eine kleine Frau gewünscht. Die Judith bekommen und sie ist wunderschön und das passt. Also klein sein ist doch nicht das Problem. Aber wenn wir in der Bibel so eine Beschreibung lesen, dann können wir verstehen, dann steckt immer mehr dahinter. Der Zachäus hat hinter seinem Kleinsein offensichtlich gelitten. Weil in seinem eigenen Bild über sich selber hätte er grösser sein sollen. Er hat das Bild von sich gehabt, ich bin der grosse Zachäus, der allen sagt, was läuft, der grosse Zachäus mit dem vielen Geld, der grosse Zachäus mit der Macht, der grosse Zachäus, der leider klein ist. Er hat offensichtlich unter dem gelitten. Er hat ein Defizit in seinem Leben erlebt. Eine Situation, die nicht so war, wie sie seinem Ideal entsprochen hat, die er aber nicht ändern konnte. Er hat eine Realität erlebt, die nicht seiner Erwartung, nicht seiner Realität entsprochen hat. So, wie er eben gedacht hat, es müsste sein. Und weißt du, so Sachen haben wir alle in unserem Leben auch. Wir alle haben Sachen in unserem Leben, die nicht unserem Ideal entsprechen. Nicht dem entsprechen, wie sie sein sollten und die wir darum als Defizit erleben, weil wir sie nicht ändern können. Vielleicht lebst du mit einer Krankheit. Du bist krank, hast Schmerzen vielleicht. Vielleicht fehlt dir aufgrund von einer Krankheit irgendwelche Leistungsfähigkeit. Vielleicht erlebst du deine Persönlichkeit als ein Defizit, wo du denkst, es sollte anders sein. Vielleicht bist du nervös, wenn du vor Menschen reden musst. Vielleicht bist du hyperaktiv. Vielleicht bist du schüch.
Und du denkst, es müsste doch eigentlich anders sein. Ich müsste anders sein, damit es ideal wäre. Aber ich kann es leider nicht ändern. Vielleicht erlebst du deine Familiensituation als ein Defizit. Vielleicht lebst du als Scheidungskind. Vielleicht bist du verlassen worden. Vielleicht prägt ein Todesfall dein Leben. Und du jemanden verloren hast. Und du denkst, es müsste doch anders sein. Aber du kannst es nicht ändern. Vielleicht deine Jobsituation. Du bist am Suchen und bewerben und findest einfach nicht. Und denkst, es müsste doch anders sein. Und erlebst es als Defizit. In der Geschichte von Zachäus erleben wir aber noch ein zweites Defizit. Das eine Defizit ist aus dem herausgekommen von einer Situation, die er nicht ändern konnte. In seinem Leben sehen wir aber noch ein zweites Defizit. Der Zachäus war einsam. Jetzt, das steht nicht ganz direkt im Text, aber wenn wir uns die Geschichte mal vorstellen, dass wir ein bisschen vor Augen halten, was da passiert ist, sehen wir, dass es offensichtlich so gewesen sein. Jesus kommt in die Stadt, riesige Menschenmassen, oder? Und der Zachäus, der kleine Zachäus, möchte gerne auch etwas sehen und möchte gerne durch. Er möchte gerne führen und kein einziger lässt den armen Zachäus führen. Ist doch, wenn du irgendwo, ich weiss nicht, an einem Rennen oder weiss nicht was stehst, wo du irgendwo durch die Leute sehen und ist irgendwo durch ein Kind hinten dran, dann lass es doch führen, oder? Dass es sieht. Ich sehe es ja immer noch. Genau das hätte es machen mit dem reichen, mächtigen Zachäus, aber kein einziger hat sich darum gekümmert, dass der Zachäus nichts sieht. Ich glaube, der Zachäus war brutal einsam. Da hat angefangen, die Lebensgeschichte vom Zachäus ihn einholen. In dieser Situation war er eben doch der Zöllner. Ist er eben doch der Betrüger. Ist er eben doch der Ausgeschlossene. Irgendwann im Leben vom Zachäus hat er nämlich so wie eine Abzweigung genommen. Statt dass er irgendwo durch einen rechtschaffenen Bürger geblieben ist, hat er die Entscheidung getroffen, eben einer von diesen korrupten Steuereinnehmern zu sein. Eine Entscheidung getroffen, die zu einem Zustand, zu einem Resultat im Heute führt, den er nie hätte wollen. Ein Zustand, den er ebenfalls als Defizit erlebt. Weißt du, so Sachen gibt es auch in unserem Leben. Kein Mensch, weder du noch ich, kann sein Leben ohne Fehlentscheidungen und ohne Misserfolg leben. Und die können Auswirkungen haben auf unser Heute. Die können Auswirkungen haben auf unser Leben. Auswirkungen, die wir wiederum als Defizit erleben. Vielleicht Ehe, deine Ehe, die in Brüche gegangen ist. Wo du jetzt musst mit einer herausfordernden Familiensituation leben musst. Die Ausbildung, die du abgebrochen hast. Und jetzt ist es für dich schwieriger, beruflich vorwärts zu kommen. Die Fehlinvestition, die du irgendwann einmal gemacht hast und jetzt musst du in viel bescheideneren Verhältnis leben, als du dir das wünschen würdest. Ich glaube, genau wie der Zachäus lebt niemand von uns in dem totalen Ideal im Leben. Auf der einen Seite wegen Sachen, die wir nicht ändern können und auf der anderen Seite wegen Fehlentscheidungen und wegen Sachen, die wir verkehrt gemacht haben, die Auswirkungen haben in unser Heute. Das heisst, wir alle haben wie der Zachäus ein Leben, wo auch Defizite vorhanden sind. Und dann ist der grosse Tag gekommen im Leben von Zachäus. Danke vielmals. Der grosse Tag im Leben von Zachäus, wo er mitbekommen hat, hey, Jesus zieht durch Jericho. Von dem Jesus hat er schon gehört. Er hat gehört von anderen Menschen sagen, hey, der Mann, wenn du dem begegnest, das verändert das Leben. Der heilt Blinde, der heilt Lahme, der verändert ganze Lebensgeschichten. Jetzt, da ist es ganz sicher nicht um Religion gegangen, weil von Religion haben sie, glaube ich, alle genug gehabt. Religion hat den ganzen Tag geprägt. Weißt, Religion ist, was wir machen, um irgendwie anders dazustehen vor Gott. Und Jesus ist nicht gekommen, um Religion zu bringen, sondern Jesus ist gekommen, um Leben zu verändern. Und von dem hat der Zachäus gehört. Und das hat er erleben. Darum, das hat die ganze Stadt erleben. So ist die ganze Stadt auf der Beine und ist vorgegangen. Ist zu der Straße gegangen, wo sie gewusst haben, da zieht Jesus durch und unter anderem auch der Zachäus. Ich glaube, der Zachäus hat mitbekommen, was die Menschen gesagt haben von Jesus. Und obwohl er ausgeschlossen war, obwohl er wahrscheinlich gar kein Interesse hatte an irgendwelchen frommen Sachen, hat er in sich innen einen Hunger entdeckt. Hat er in sich innen etwas gemerkt und sagen, hey, wenn das stimmt, was die Leute erzählen, wenn das wirklich so ist, dann wird Jesus den Hunger in mir drinnen, den ich da habe, wird Jesus den stillen. Und vielleicht ist das genau deine Story. Vielleicht geht es dir ganz genau gleich, wo du sagst, hey, vielleicht hätte dich irgendjemand in den Gottesdienst mitgeschleckt, vielleicht bist du irgendwie auf den Podcast gekommen, online. Und du merkst, hey, wenn das stimmt, wenn der Jesus wirklich so handelt, dann würde das genau zu dem inneren Hunger passen, den ich habe. So ist es dem Zachäus gegangen. Also ist der Zachäus auch gegangen. Er ist gegangen auf die Straße und hat gesagt, ich will dem Jesus begegnen.
Und was passiert? Er erlebt die volle Wucht wieder von seinen Defiziten. Er will ja zu Jesus gehen, aber das sind wieder die Defizite. Die Defizite, die ihn davon abhalten. Er kann nicht einmal führen. Er kann nicht einmal noch jemand anderen, wo er Jesus auch nur sehen würde. Das Einzige, was er gesehen hat, wäre der Rücken von anderen Menschen, weil er klein ist. Zachäus hat dann aber die Entscheidung von seinem Leben getroffen. Die beste Entscheidung von seinem ganzen Leben. Ich meine, er hätte heimgehen können. Er hätte können sagen, ja, das ist es halt wieder. Eben, es ist halt so. Mein Leben ist halt so. Mein Leben wird so bleiben. Die Defizite sind jetzt halt da. Gehe ich halt wieder heim. Gehe ich vielleicht in meine schöne Villa, die ich habe, und bin trotzdem allein und traurig und klein. Aber er hat eine bessere Entscheidung getroffen. Der Zachäus hat die Entscheidung getroffen, ich lasse nicht zu, dass meine Defizite mich davon abhalten, Jesus zu begegnen. Ich lasse nicht zu, dass meine Defizite mich davon abhalten, Jesus zu begegnen. Das war die Entscheidung von einem Zachäus. Und ich glaube, zum genau Gleichen sind wir heute herausgefordert. Weißt du, so schnell fängt ein Defizit unser Leben an zu prägen und halten uns davon ab, Jesus zu begegnen. Wir formulieren es dann mit wunderschönen Ausreden, oder? Ja, hätte ich mehr Zeit, dann könnte ich Jesus mehr begegnen. Dann könnte ich mit Jesus mehr vorwärts gehen. Dann könnte ich Vollgas geben. Hätte ich mehr Zeit, ja, was willst du? 28 Stunden. Hätte ich nicht so einen schwierigen Freund oder schwierige Freundin, nicht so einen schwierigen Mann, nicht so eine schwierige Frau, nicht so schwierige Eltern. Vielleicht schaust du deine Geschichte an und denkst, hätte ich nicht so viele Fehler gemacht in meinem Leben, dann wäre es doch viel einfacher. Hätte ich vielleicht eine andere Persönlichkeit, dann würde es gehen. Oder wenn ich mutiger wäre, oder wenn ich mehr Geld hätte, oder weniger Geld sorgen, oder wenn ich mehr wie der XY wäre. Wir lassen es so schnell zu, dass irgendwelche Defizite, die wir erleben in unserem Leben, uns davon abhalten, vorwärts zu gehen mit Jesus. Jesus zu begegnen. Aber vom Zachäus können wir lernen, ich lasse nicht zu, dass meine Defizite mich davon abhalten, Jesus zu begegnen. Wie sieht das in unserem Leben aus? Wir können schauen, wie es beim Zachäus aussieht und von ihm lernen. Was hat der Zachäus gemacht? Wir lesen davor, er ist ein bisschen vorausgerannt und ist auf einen Baum hochgeklettert. Ich habe einmal so ein Foto von so einem Baum mitgebracht. Das ist eben so ein Maulbeerblätterbaum. Im ersten Gottesdienst habe ich geblufft, dass ich es richtig sage, und im Bluffen habe ich es falsch gesagt. Das ist auch noch peinlich. Anyway, jetzt habe ich es abgelesen, darum habe ich es richtig gesagt. Ein Ein Baum. Hör auf. Ein Baum. Also es ist auf einfach so einem Baum gestanden. Grosser Baum. Maulbeer, Feige, Baum. Blätter. Gut. Auf jeden Fall ein Baum. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Als Kind, ich habe es geliebt, auf Bäume hochzuklettern. Und meine Nichten und Neffen lieben es auch immer noch, auf Bäume hochzuklettern. Aber jetzt bin ich ja 45 wieder vorbei. Sagen das ist noch weit, ja, klingt besser. Jetzt klettere ich nicht mehr auf Bäume, oder? Vielleicht manchmal noch beim Kind spielen, wo man sich ein bisschen zum Aff machen kann, oder? Aber also in meinem normalen Alter klettere ich nicht auf einen Baum rauf, weil das ist irgendwo durch schon ein bisschen sehr kindisch. Und ich klettere schon gar nicht auf den Baum rauf, wo irgendwie andere Leute mich könnten sehen oder zum irgendetwas sehen. Das mache ich doch einfach nicht. Aber der Zachäus hat es gemacht. Und es hätte 1000 Gründe gegeben, warum man es nicht hätte machen können. Nach dem Motto, hey, es ist unbequem, es ist anstrengend. Ich meine, du musst auch noch auf den Baum raufklettern. Und denke daran, die sind nicht in den Jeans rumgelaufen, sondern in so irgendwelchen Kleidern. Kannst du dir das mal noch vorstellen? Happy Days. Es war unbequem, anstrengend gewesen. Und ich meine, was hat er für einen Ruf gehabt? Ich meine, er war der Chef-Zollitreiber von dieser Stadt. Er war ein Mann. Das wäre wie wenn irgendwo durch der CEO von der CS oder von der UBS oder von der Post da auf die Ethik kommt und sagt, ich will Jesus sehen, ich klettere auf den Baum rauf, um zu schauen. Dann denken doch alle, sagen, hey, come on, das ist doch dir nicht würdig. Aber der Zachäus hat es gemacht, weil er gesagt hat, ich lasse nicht zu, dass meine Defizite mich davon abhalten, Jesus zu begegnen. Vielleicht hat er gedacht, es wäre ein Grund gewesen, es wird nichts bringen, ich habe es doch schon versucht, es wird nicht klappen. Ich glaube, es ist ein Zeichen nach dem Motto, für mich halt nicht. Ich habe es nicht so gut, alle anderen. Was denken die Leute von mir? Aber der Zachäus hat es gemacht. Und ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich herausfordern heute Mittag. Stell dir die Frage, wo lässt du zu, dass Defizit dich davon abhalten, Gas zu geben mit Jesus, vorwärts zu gehen mit Jesus, Jesus zu begegnen. Lass es nicht länger zu, dass Defizit dich davon abhalten, Jesus zu begegnen. Und weißt du, vom Zachäus können wir lernen, das machen wir immer durch den nächsten Schritt. Dass wir uns nicht abhalten davon lassen, einen nächsten Schritt zu gehen. Beim Zachäus war der Schritt ganz einfach. Der Schritt war, sagen, hey, ich klettere auf den Baum. Dein Schritt wird anders sein.
Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du sagst, hey, okay, ich habe jetzt immer wieder von dem Jesus gehört, ich bin vielleicht auch schon ein paar Mal im Gottesdienst gewesen oder habe es online geschaut, jetzt mache ich einen Schritt auf Jesus zu, jetzt lade ich Jesus in mein Leben ein. Und ich weiss, da gibt es noch so viel, was dich davon abhalten kann, aber gang deinen nächsten Schritt. Vielleicht ist dein nächster Schritt, wo du sagst, hey, mal, ich will mich taufen lassen, ich will öffentlich anstehen und sagen, jawohl, ich gehöre zu Jesus, gang den nächsten Schritt. Und klar, auch da spricht so viel dagegen, wo vielleicht können sagen, ja, was könnten die Leute denken, wenn mich jemand von meinem Geschäft sieht oder whatever. Gang deinen nächsten Schritt. Vielleicht ist dein nächster Schritt, irgendeines von unseren Dreamteams einsteigen und mitschaffen. Bistro-Team bräuchte dringend Leute, die sagen, hey, ich liebe es zu kochen, ich will mit dem einen Unterschied machen, steig ein. Aber auch in anderen Teams. Gang deinen nächsten Schritt. Für den Zachäus war es der, auf den Baum zu klettern. Ich weiss nicht, was dein Schritt ist, aber ich möchte dich herausfordern. Gang deinen nächsten Schritt, damit es dich nicht abhaltet davon, Jesus zu begegnen. Dann ist etwas ganz Interessantes passiert. Dann ist Jesus unter dem Baum durchgelaufen. Unter dem Baum ist er stehen geblieben und hat zum Zachäus gesagt, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ich meine, da sehen wir etwas, was Jesus macht, wenn wir so einen Schritt auf ihn zu machen. Dann macht er nämlich einen viel, viel grösseren Schritt auf uns zu. Was er macht, ist da für uns ganz kulturell vielleicht ein bisschen fremd. Also wenn jemand kommt, ich weiss nicht, wenn jemand von euch nachher kommt und sagt, hey, Luca, heute Abend muss ich zu dir kurz Nacht essen, dann finde ich, hey, das macht man in der Schweiz ein bisschen anders. Also ich lade dich gerne mal ein, aber dann kommt dann das von mir und so. Da ist das ganz etwas anderes gewesen. Das war eine grosse Ehre gewesen. Dass Jesus gekommen ist und das zum Zachäus gesagt hat, ist eine riesige Ehre gewesen für den Zachäus. Jesus war nicht auf der Suche nach Gratis-Essen, sondern er hat einen Blick für das Leben von Zachäus und hat eine Botschaft als Leben von Zachäus. Was war die Botschaft? Die erste Message, die Jesus an Zachäus hatte, war, Zachäus, ich kenne dich. Es ist ja interessant, dass Jesus kommt und den Zachäus bei Namen anspricht. Mitten in dieser ganzen Masse. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, was das für ein Chaos war. Wir sind ja in dieser orientalischen Kultur, wo wir so die Körpernähe, wir haben ja so ein sehr grosses Distanzgefühl in der Schweiz. Man sagt ja, wer einem näher kommt als eine ausgestreckte Hand, kommt so in Kampfzonen rein. Da kommst du eigentlich nicht näher, oder? In der orientalischen Kultur fängt die Kampfzone etwa da. Da ist man sich näher. Da sind alle um Jesus herumgestanden und haben wahrscheinlich noch Babys gebracht. Kannst du noch für das Kind beten, kannst du noch das machen. Jesus, ich bin da krank. Jesus, komm doch zu mir heim und Zeug und Sachen. Und mitten in diesem Chaos hinein schaut Jesus zum Zachäus und spricht ihn bei Namen an. Ich kenne dich. Jesus hat ihm gesagt, hat ihm gezeigt, dass er ein persönliches, göttliches Interesse an ihm hat. Und weißt du, genau das gleiche, persönliche, göttliche Interesse hat Jesus an dir. Du bist nicht einfach irgendjemand in der Masse. Jesus kennt dich. Er kennt deine Schwächen, er kennt deine Versagen, er kennt deine Fehler, er kennt deine Baustellen, er kennt deine Geheimnisse und er sagt zu dir, hey, ich kenne dich, du bist mir wichtig. Deine Defizite halten Jesus nicht davon ab, dir zu begegnen. Darum lass es nicht zu, dass deine Defizite dich davon abhalten, ihm zu begegnen. Der zweite Teil der Botschaft, wo Jesus am Zachäus hatte, ist, Jesus hat den Schritt, den der Zachäus auf ihn zugenommen hat, mega ernst genommen. Jesus hat es ernst genommen, dass der Zachäus Jesus gesucht hat und auf den Baum geklettert ist. Weil ich meine, wir müssen mal verstehen, was wirklich passiert ist. Wir haben ja das Gefühl, Jesus hat ja gesagt, wenn ihr mich sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen, oder dann werdet ihr mich finden. Aber ich muss mal sagen, das ist nicht auf der gleichen Stufe. Wenn wir Jesus suchen, wer sind wir? Hey, wir sind Menschen, er ist Gott. Das heisst, wenn wir einen Schritt machen, ist das zwar ein wichtiger und ein ernstzunehmender Schritt, aber der Schritt, dass Gott aus dem Himmel zu uns Menschen gekommen ist, dass der allmächtige Schöpfer vom Universum sagt, hey, ich komme zu dir, ich komme in dein Leben hinein, ich kenne dich, das ist ja absolut auf einer anderen Stufe. Aber Jesus zeigt dem Zachäus da, dass er unseren Schritt ernst nimmt. Das macht Jesus auch mit dir. Er sagt, hey, wenn du einen Schritt auf mich zu machst, dann werde ich den ernst nehmen und werde den grossen Schritt auf dich zu machen. Die Frage ist, welcher Schritt ist der, wo du gehen sollst. Der dritte Teil der Botschaft, die da Jesus dem Zachäus gegeben hat, ist, hey, ich will mitten in dein Leben hineinkommen. Ich meine, Jesus hätte ja kommen und sagen, Zachäus, komm oben runter, ich will dich segnen. Ich will dir die Hand auflegen sogar. Und ich glaube, hey, wenn Jesus ihm die Hand aufgelegt hätte, das hätte das ganze Leben können verändern. Aber Jesus hat nicht das gemacht. Er hat gesagt, hey, ich komme zu dir heim. Ich weiss nicht, wie es beim Zachäus die Heim ausgesehen hat.
Wahrscheinlich hat er mit dem vielen Geld irgendwo durch eine schöne Villa gehabt, ein schönes Häuschen, irgendwo durch, vielleicht ein bisschen im Stadtrand mit Aussicht da, irgendwo durch in die Berge. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es dort schon Pools gab. Vielleicht hat er sich sogar einen Pool gebaut, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er aufgrund von seinen moralischen Standards, die sowieso schon nicht so hoch sind, recht kreative Familienverhältnisse gehabt. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er wilde Partys gelebt mit seinem vielen Geld. Und Jesus hat gesagt, ich komme mit drin rein. Mit drin rein. Jesus versteckt sich nicht vor der chaotischen Realität von deinem Leben. Jesus ist vom Chaos in deinem Lebensbereich nicht überfordert. Meinst du, Jesus weiss nichts vom Chaos in deinen Beziehungen? Meinst du, Jesus weiss nichts vom Chaos in deiner Ehe? Meinst du, Jesus weiss nicht, wie es zwischen dir und deinen Eltern aussieht? Meinst du, Jesus kennt wirklich die Buchhaltung nicht von deiner Firma, wo du vielleicht schaffst, dort wo du irgendwo durch ein Chaos hast? Meinst du, Jesus kennt dein Chaos im Umgang mit dem Internet nicht? Meinst du, Jesus weiss all diese Sachen nicht? Weißt, wir versuchen so schnell, so heile Welt zu spielen mit Jesus. Und sagen, Jesus, ich bin in der Kirche, Halleluja, Halleluja, komm einfach bitte nicht zu mir heim, weil ich weiss, was dort für ein Chaos ist. Das Problem ist, Jesus wird unser Leben erst wirklich verändern, wenn wir es zulassen, dass er mitten in unser Leben hineinkommt. Dass er mitten in unser Chaos hineinkommt. Und genau das möchte er machen. Genau das macht er da mit dem Zachäus. Er ist mitten ins Chaos vom Leben vom Zachäus hineingekommen. Die Begegnung mit Jesus hat dann das Chaos verändert, hat dann das Leben verändert. Es ist interessant, wir lesen nachher nicht davon, was denn da ganz genau passiert. Wir lesen nur, die haben miteinander gegessen und von dem Moment an war der Zachäus ein anderer Mensch gewesen. Er hat gesagt, hey, ich räume auf in meinem finanziellen Durcheinander. Er hat gewusst, dort fängt es an. Das ist der Punkt bei ihm, wo Jesus sagt, hey, da will ich jetzt Ordnung schaffen. Was ich ganz sicher glaube, Jesus ist nicht zum Zachäus heim und hat ihm mal die Leviten gelesen. Sagen, Zachäus, jetzt müssen wir mal anhocken miteinander. So nicht. Sondern ich glaube, das Leben von Zachäus hat sich verändert, ich glaube, wegen 3 Sachen. Das erste ist durch die Gegenwart von Jesus. Wo Jesus gekommen ist und mit dem Zachäus war. Wo der Zachäus gemerkt hat, hey, Jesus ist auch in dem Chaos da. Jesus ist jetzt mit in diesen Situationen da. Jesus schickt mich nicht allein in die Situationen hinein und sagt, gang verändern sie. Und wenn du es dann im Griff hast, kannst du wieder kommen, kannst du wieder zu mir kommen. Sondern wo Jesus sagt, hey, ich komme mit drin rein. Die Gegenwart von Jesus hat es geändert. Aber ich glaube nicht nur die Gegenwart von Jesus, ich glaube auch die Liebe von Jesus. Und ein Zachäus gemerkt hat, sagen, hey, ich bin angenommen von Jesus. Und wo der Zachäus gemerkt hat, hey, ich muss nicht zuerst Ordnung haben und dann liebt mich Jesus, sondern wo der Zachäus gemerkt hat, hey, Jesus liebt mich, Jesus hat mich angenommen. Jesus sagt von mir sogar, dass er mich heilig gemacht hat. Und weil das so ist, fange ich jetzt an, woanders zu leben. Und ich glaube, das Dritte, was zu dieser Ordnung geführt hat im Leben, Jesus hat dem Zachäus so Ordnungsprinzipien aufgezeigt. Weißt du, Gott gibt uns, gerade auch in der Bibel, immer wieder so gewisse Prinzipien und er sagt, hey, mach es so. Und wir verstehen das auch schnell so als einschränkend nach dem Motto, was verbietet mir echt Gott? Was will echt Gott mir nicht geben, darum, dass er mich irgendetwas so einschränkend sagt? Aber weißt du, eigentlich ist das ein Ausdruck von seiner Liebe. Und er sagt, hey, schau mal, das Leben funktioniert im Fall so. Am Zachäus hat er aufgezeigt und gesagt, schau mal, Zachäus, so wie du es mit den Finanzen machst, das funktioniert nicht. Das kommt nicht gut. Er hat ihm andere Prinzipien gelehrt und der Zachäus hat gesagt, okay, hey, das will ich umsetzen. Also die Gegenwart von Jesus, die Liebe von Jesus und die Ordnungsprinzipien von Jesus haben zu dieser Veränderung geführt. Jesus hat das gemacht im Leben von Zachäus, weißt du, und er möchte es in ihm und in meinem Leben tun. Der Zachäus ist durch die Begegnung ein anderer Mann gewesen. Wir lesen in dieser Geschichte, der Zachäus war ein anderer Mann, er war nicht geprägt von seinen Defiziten. Er war kein Zentimeter grösser nach dem. Aber sein Leben war grundlegend verändert. Weil der Zachäus hat die Entscheidung getroffen, ich lasse nicht zu, dass meine Defizite mich davon abhalten, Jesus zu begegnen. Ich glaube, Jesus zieht heute auch so ein bisschen durch dein Jericho. Die Frage ist, was machst du? Was mache ich? Ich möchte in den nächsten Minuten das Abendmahl miteinander feiern. Und das Abendmahl, glaube ich, ist so ein schönes Zeichen, so ein schönes Symbol, das uns auf das hinweist, was Jesus gemacht hat. Ich möchte es ganz kurz vorlesen aus Markus 14. Da lesen wir,
Als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Hey, im Abendmahl haben wir also 2 Elemente. Das eine ist das Brot, und es ist eben das gebrochene Brot, wo Jesus sagt: Schau mal, das weist auf das hin, was ich über mich ergehen kann. Der Körper von Jesus, der gebrochen worden ist, schlussendlich der Körper, der gestorben ist, alles auf sich genommen hat. Und der Kelch, den wir haben, mit Traubensaft, der uns darauf hinweist, als Bild für das Blut, das Jesus hat vergiessen lassen. Also das Blut, das Leben drin steckt. Das heisst, es sind eigentlich 2 Bilder, dass Jesus durch den Tod erlebt hat. Und er sagt, dass er das stellvertretend für uns macht. Dass er das macht, um all das auf sich zu nehmen, was wir eigentlich verdient hätten. Das ist die eigentliche Aussage. Das ist eigentlich das, was am Kreuz passiert ist. Jesus hat all das auf sich genommen, was wir verdient hätten. Weißt du, und das gilt auch für deine Defizite. Das gilt auch für die Sachen in deinem Leben, die du nicht ändern kannst. Jesus hat sie getragen. Es gilt auch für die Sachen, wo du Fehlentscheidungen getroffen hast. Jesus hat sie getragen. Das gilt auch für die Bereiche in deinem Leben, wo du chaotisch bist. Jesus hat sie im Griff. Jesus hat die Schuld dafür getragen, sodass du sie nicht mehr tragen musst. Darum kann er kommen in dein Leben, kann er kommen in die Situationen hinein und Ordnung schaffen. Und während wir jetzt das Abendmahl verteilen, möchte ich euch gerne 2 Fragen mitgeben. Und wenn ihr so einfach eine Zeit nehmen in der Ruhe vor Gott, wo jeder so ganz persönlich Gott eine Antwort geben kann. Die erste Frage, die ich dich stellen möchte, ist: Hey, welches Defizit in deinem Leben hindert dich daran, Jesus zu begegnen? Und vielleicht bist du da, hast noch nie eine persönliche Beziehung mit Jesus gestartet und du spürst den innerlichen Hunger. Und es ist bei dir wie beim Zachäus. Du hast vielleicht Leute, die gesagt haben: Hey, der Jesus verändert das Leben. Die Zachäus, von ihm lesen wir, er wollte Jesus unbedingt sehen. Hey, ich glaube, das ist ein Ruf für dich. Mach dich doch auf den Weg, Jesus besser zu kennen. Vielleicht indem du mit die Bibel anfängst lesen, mit jemandem, der dich vielleicht eingeladen hat, redest. Vielleicht nach dem Gottesdienst auf der rechten Seite zu unserer Connect Lounge oder Ministry Lounge kommst, mit jemandem redest. Aber dich auf die Suche machst und sagst: Hey, ich will Jesus sehen. Vielleicht lebst du aber auch mit Jesus und in deinem Leben, da gibt es Defizite. Defizite, die dein Leben prägen. Unveränderliche Sachen, die nicht ideal sind. Die aber in deinem Leben so zu einer Blockierung geworden sind, dass du vorwärts gehen mit Jesus, dass du Jesus kannst suchen. Und dann möchte ich dir heute Morgen die Frage stellen: Warum lässt du das zu? Weil die Last davon hat Jesus getragen am Kreuz. Du hast das Abendmahl, du hast die 2 Sachen in der Hand als Zeichen davon. Und ich möchte dich fragen: Was ist dein nächster Schritt, wo du sagst: Hey, was ist der Schritt, wo du gehen sollst, um Jesus zu begegnen und dich nicht abbringen lassen durch das Defizit? Ich möchte dir aber in die Zeit noch eine zweite Frage mitgeben. Aus welchem Lebensbereich schliessest du Jesus aus, weil der Bereich zu chaotisch ist? Vielleicht schämst du dich und denkst: Hey, ich müsste doch schon weiter sein. Ich kann doch Jesus nicht schon wieder mit dem Thema belasten. Weißt du, Jesus möchte mit drin hineinkommen, wie er zum Zachäus heimgekommen ist. Er möchte mit drin hineinkommen und er möchte anfangen, Veränderung zu schaffen. Wie gesagt, er macht das durch seine Gegenwart, durch seine Liebe und die Muster, wo er Ordnung schafft. In welchem Lebensbereich sollst du Jesus heute mit drin einladen? Ich will dich einladen, ich will dich motivieren, dass du ihm ganz konkret sagst, um welchen Bereich es sich handelt. Vielleicht das Problem offen vor ihn anlegst. Nenn es beim Namen. Nicht, weil er es nicht weiss, aber zu deiner Hilfe. Bitte ihn um seine Gegenwart. Bitte ihn, lade ihn ein, Ordnung zu schaffen, dir die Ordnungsprinzipien aufzuzeigen. Hey, wenn du da bist und sagst: Ich wäre auch froh, dass wir mit jemandem zusammen machen können, da auf der rechten Seite, Bösi ist schon dort, dann ist unsere Ministry Lounge, und dann können wir miteinander beten. Aber miteinander Schritt machen. Wir wollen eine Kirche sein, die Jesus tiefer kennenlernt. Wir wollen eine Kirche sein, die mehr von ihm erlebt. Wir wollen eine Kirche sein, die vorwärts geht. Und darum möchte ich dich einladen, jetzt in den nächsten 2-3 Minuten die Fragen auch vor Gott zu bewegen. Welches Defizit hindert dich daran, Jesus zu begegnen, und aus welchem Lebensbereich schliessest du Jesus ein, weil der Bereich zu chaotisch ist? Heiliger Geist, ich möchte dich einladen jetzt für die Zeit, dass du redest und du wirkst. Nehmen wir uns ein paar Momente Zeit, einfach vor Gott. Hey, danke, dass du heute dabei bist.
Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.